Und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ghost of Tsushima. Mein Name ist DJ Tanzbär und wir werden heute, ja, wahrscheinlich langsam, aber sicher mit der Story fertig werden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Also wir sind mal nicht ziemlich weit. Der Hauptstory. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin so ein bisschen blöd, weil bis jetzt gearbeitet. Und deswegen hätte ich jetzt fast Ding verpennt, hätte ich auch fast meinen eigenen Stream verpennt. Das war ein bisschen peinlich geworden, aber keine Sorge, ich bin schon Vollgas da, um Sie da draußen zu belustigen. Ich hoffe, heute schauen wieder ein paar Leute zu, das hat mich mega gefreut. Ja, genau, ich muss noch kurz was twittern. Dann da. Okay, dann da die Song. Wir sehen hier meinen stylischen Umhang, wie er im Winde weht. Das bin ich, Jin Sakai, der Super Samurai. Letztes Mal haben wir ja das Schwert gelevelt, wenn man nicht alles täuscht. Dann da die Song. Gott, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Ich möchte die ganze Zeit auf die Tab-Taste, um auf Ding zu gehen. Oh meine Fresse. Die unsterbliche Flamme. Weißt du was? Das machen wir noch. Das machen wir noch schnell. Weil das Flammenschwert klingt, glaube ich, ganz cool. Wo muss ich jetzt hier? Bist du der? Bist du der Kerl? Du verlierst den gesamten ungesperrten Fortschritt. Nicht jetzt. Gut, das war jetzt nicht so schlimm, weil ich habe bis jetzt noch nicht besonders viel hier gemacht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so richtig bin, aber ich glaube schon. Ja, mal ein bisschen sprinten. Ist eh so kalt, da der mal ein bisschen uns warm laufen. Oh, da ist ein Angry Bird. Wir nehmen Blümchen mit. Oh, wir haben einen Giftpfeil gekriegt. Nehmen wir das Busspam mit. Grüne mitnehmen. Oh. Oh, kein Power mehr, ha? Ja, da lassen wir da ein bisschen kurz ausschnaufen dann. Genie. Genie. Bitte. Was entzündet? Grüß dich. Du bist anscheinend der Typ. Ja. What can I do for you? Tell me. Will das Feuer nicht brennen? Nein, mein Herr. Das Holz ist zu nass. Und meine Hände zu kalt. Ich versuch's mal. Entzünden, weil nasses Holz und kalte Hände, das ist für mich kein Problem, weil ich so ein heißer Typ bin. Mir war noch nie so kalt. Soll doch. In wärmerer Gegend wärt ihr besser dran. Ihr aber auch, mein Herr. Doch gesellt euch fürs Erste zu mir ans Feuer und hört euch die Geschichte dieses Berges an. Okay, der Text ist uns jetzt wieder zu mit Vor unserer langer Story. Zeit fiel Feuer vom Himmel, direkt auf den Yogaku-Berg. Ein einziger Krieger wagte den gefährlichen Aufstieg und fand einen riesigen Fels, in Flammen gehüllt. Er hielt sein Schwert in das Feuer. Flammen züngelten um den Stahl. Doch er selbst blieb unversehrt. Er erschuf einen neuen Kampfstil, den er den Weg der Flamme nannte. Der Krieger nahm Stücke des Felsens mit nach Westen, nach China. Dort suchte er bei Mönchen und Gelehrten Antworten über seine Herkunft. Nach monatelangen Reisen und Forschungen fiel erneut Feuer vom Himmel. Er führte die Menschen hin
um ihnen die Angst davor zu nehmen. Denn er hielt den Weg der Flamme für ein Geschenk des Himmels. Und er teilte die Geheimnisse mit allen, die lernbegierig waren. Über die Generationen weitergegeben, ist der Weg der Flamme nach Tsushima zurückgekehrt. Die Mongolen setzen ihn gegen unser Volk ein. Doch angeblich brennt das Feuer noch immer auf dem Yogaku-Berg und wartet auf den, der den Aufstieg überlebt. Ihr wollt also wissen, ob die Geschichte wahr ist. Wagt ihr euch hinauf? Ich nicht, mein Herr. Ich erzählte die Geschichte kürzlich einem Ronin, und er wagte den Aufstieg. Doch ich fürchte, die Kälte wird ihn überwältigen. Ich werde das Geheimnis des Berges lüften. Auf wir auf den Berg! Ja, natürlich steigen wir jetzt dann auf, Alter. Wir sind... Ich werde wohl ja auf den mickrigen Berg dann aufkommen, also bitte. Hoppala. Ich hocken wir jetzt mal Masken auf, damit es nicht so um die Nosen weht, der Wind. Okay. Ja, schaut's mal da jetzt auf. Erklimme den Yogaku-Berg. Ja, wenn es weiter nichts ist. Da ist ein Feuer, warum auch immer das jetzt da brennt, obwohl der Berg wahrscheinlich minus 20 Grad hat. Was weiß ich? So schneller. Wo geht's denn? Wo muss ich denn weiter? Es wird kälter. Oh, das klingt nicht gut. Oh, 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 oh! Ich brauch Wärme. Ja, ja, dann gehen wir zu dem Feuer da zurück. Ja, komm, beweg dich halt, du! Asiatischer Vollpfosten! So. Ja, jetzt wollte ich mein Getränk einen Schluck nehmen. Also, man hat anscheinend nicht viel Zeit. Man muss schauen, dass man da so schnell wie möglich weiterkommt. Dann ich sagen. Ich gehe jetzt mal die Brücken, schaut mich so an, jetzt müssen wir so weiter. Da oben brennt wieder ein Feuer. Oh nein, das haben wir jetzt gerade noch gefällt. Ja! Scheiß Köter! Ich muss noch mit zurück, ich muss noch mit... Ja, ich bin ja schon dabei. Fuck, ey. Mein Gott, der hält ja keine... Ja, halt dein Maul, du hältst ja keine 20 Sekunden da durch. Was bist denn du für eine Lusche? Zieh fix nochmal ein. Von wegen Super Samurai. Halt da rum, weil es ein bisschen kalt ist. Oh, ich brauch Wärme, ich brauch Wärme. Es wird kälter. Ich muss mich aufwärmen. Ja, ich bin ja schon dabei. Da oben gibt es irgendwo Feuer. Da. Da ist Feuer. Feuer frei! Siehst du das? Ist doch besser. Okay, dann muss ich jetzt schauen, wo es weitergeht. Oh, scheiße. Kann ich den Hund nicht killen und dann einfach sein Fell anziehen? So kalt. Ja! So kalt. So kalt. You're cold as ice. Willing to sacrifice, I know. Gut. Ich muss gleich schauen, wo das nächste Feuer ist. Da oben. Es wird kälter. Ja, ist ja schon recht. Okay, es ist, wenn man das echt, also es ist doch etwas komplett. Ja, da. Ja, hebt die da ein. Jetzt hebt die halt da rein, du Bongo!
Na, brauche bald ein Feuer. er bewegt sich nicht, da muss ich wieder zurück. Scheiße, ich kann nicht zurück. Ich kann nicht zurück! Scheiße! Bitte nicht wieder von vorn. Ja, wenn der vor mir sich wieder festpackt, der Vollidiot. Grütze, fix, wo muss ich denn jetzt? Wo geht's jetzt weiter? Wo muss ich hin? Ah, da fange ich wieder an. Okay, der Köter ist wieder da, der Köter will aufs Maul. Der Köter, da habe ich jetzt daneben geschossen. Hauptsächlich habe ich jetzt meinen Pfeil an den blöden Hund da verballert. Mein Gott sei Dank. Es gibt nichts nervigeres als ein Hund in ein Videospiel. Sofern er halt der Gegner ist. So, jetzt probieren wir es nun mal. Im Vollsprint. Es wird kälter. Ja, ich weiß, dass es kälter wird, aber da kann ich jetzt auch nichts dagegen tun. Du nerviger... Hing die heute da ein jetzt! Der greift mich einfach nicht auf! Den Eindruck kriegst, wir sollen den nicht alle aufgeben! Ja, was soll ich denn da? Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ja, ja, jetzt geht's auf einmal. Tolle Wurst. Okay, lauf! Oh Gott, meine Fresse. Ah. Okay. Weiter geht's. Also auf die Köter ignoriere ich jetzt einmal, so, wenn es geht. Ja, komm, haut's ab. Alter! Wie viel sind das? Haut's ab, ihr Scheißviecher! Ich brauche Wärme. Ich versuch's ja! Ja, endlich. Da ist ein Feuer. Huckt da einer? Oh, da huckt einer. Bald ein Feuer. Halt. Ich schaffe es nicht. Kommt, ruht euch am Feuer aus, mein Herr. Wie zur Hölle haben es geschafft, bei der Kälte ein Feuer anzuzünden? Ah, reden wir mal, quatsch mal mit dem. Danke. Geht es euch gut? Mein Stolz schmerzt mehr als mein Körper. Der Berg ist erbarmungslos. Was hofft ihr auf dem Gipfel zu finden? Antworten. Macht. Irgendetwas. Ein Flammenschwert wäre an solch einem Ort von Nutzen. Das wäre es. Ihr besiegt den Berg bestimmt. Viel Glück, mein Herr. Ich schätze mal, das ist der Dude, der da vorher aufgerumpelt ist, aber... Ich meine, das war ein Ronin. Das ist doch ein normaler Samurai gewesen. Hoppala. Tja, wo muss ich denn jetzt wieder hin? That's another question. Der Weg schaut so aus, als könnte man... Jetzt pass auf, jetzt kommt's gleich. Es wird kälter. Es wird kälter. Siehst du doch. Jetzt fängt er gleich wieder zum Heulen an. Wo ist das nächste Feuer? Ich muss mich aufwärmen. Ja, ich finde kein Feuer. Ich finde kein Feuer. Wo ist das nächste Feuer? Ich brauche bald ein Feuer. Ja, ich finde keins. Ups, das war jetzt ein bisschen weit. Was war's das? Lass mal sterben, weil ich weiß jetzt eh nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, vielleicht bin ich gerade einfach in die falsche Richtung. Das ist jetzt, das war's mit Absicht. Also ich hätte mir jetzt healen können, aber da war ich wegen dem Ding verreckt. Ja, weil ich hab mir gedacht, dass wir jetzt wieder bei dem Typen starten. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Gehen wir mal in die Richtung. Ah, ja, die schaut schon besser aus. So kalt. Wo soll ich mich da bitte einhackeln? Ich hab gemeint, da kommt ein Enterhaken-Ding. So kalt.
Es wird kälter. Oh, Mist. Wo soll ich mich da? Hallo, wer kommt denn ihr jetzt? Achso. Ich brauche Wärme. Ja, ich versuch's, ja! Kruzifix! Es wird kälter. Ich bin noch nicht einmal. Ich bin noch keine 10 Sekunden von dem scheiß Lagerfeuer weg und er gleich. Ich brauche Wärme. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll. Jetzt pass auf, wir zeigen jetzt mal die Sekunden. Es wird kälter. 7 Sekunden waren es ungefähr. Dann springen wir halt einmal von da rüber. Aufwärmen. Die Kälte wird bald zu viel. Ja, ich weiß. Weil du eine Memme bist. Die Finker Feier. Scheiße, 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 easy. Da ist kein Lagerfeuer. Jetzt werden die Macht nutzen. Ich werde es allen, die sie mir entgegengestellt zeigen. Ich werde nicht die anderen scheitern. Was soll ich? Der Berg war stärker. Entzünden, Alter. Schnell Feuer machen. Wie auch immer du das schaffst, dass du das so bringst. Tut gut. Meine Fresse. Oh Gott, das war jetzt knapp. Brandpfeile. Voll. Was man nicht alles für ein Flammenschwert tut. Okay, es ist weiter. Ach da. Wie lange geht diese Scheiße noch? Ich muss mich aufwärmen. Ich bin ja bloß froh, dass sie diese Kälte nicht irgendwer. Ich brauche bald ein Feuer. Mein Gott, das Feuer. Feuer ist meine einzige Hoffnung. Schnell Feuer machen. Oh, schon viel besser. Klar. Wenn du vollkommen unterkühlt bist, dann huckst du für 10 Sekunden ans Feuer und dann geht's da wieder, also du bist wieder topfit. Also ich bin kein Arzt, aber ich glaube nicht, dass das so gut, so einfach funktioniert. Es wird kälter. Da geht's weiter. Wie lang geht denn diese Scheiße noch? Alter, mir langt's echt langsam. Auf Wärme. Bald. Ja, ich weiß nicht wie, da geht's, ich kann da nirgends weiter. Ah, doch. Die Kälte wird bald zu viel. Komm ich ja nicht einmal gescheit umzahlen, weil, weißt du, da heißt, es wird Kälte, die Kälte wird bald zu viel. Ich bin Kai und ich habe keine Eier. Und schon geht's wieder los. Ich hab kein Lagerfeuer. Oh, ich kann noch nicht weiter. Ich weiß nicht, wo ich weiter. Ich will kein Lagerfeuer. Halt, da ist er hinten. Da ist er hinten. Hier hat Hinten. jemand ein Dojo gebaut. Oh, hinten ist gut. Willkommen, mein Herr. Nennt mich Betomaru. Du hast eine hübsche Maske. Jin Sakai. Ich hatte hier oben niemanden erwartet. Ich fragte mich, ob irgendjemand den Aufstieg schafft. Ihr sucht den Weg der Flamme. Invasoren aus dem Westen bedrohen Tsushima mit Flammenschwertern. Sie bringen das Geschenk von meinem Vorfahren mit zurück. Lehrt mich, Betomaru. Ein Samurai wird den Mongolen die wahre Macht eures Wegs zeigen. Nehmt euch einen Stein und wir kämpfen gegeneinander. Oh Gott. Nur so könnt ihr den Weg der Flamme erlernen. Na ja, gut. Wenn er drauf besteht. Ich hiel mir mal kurz. Ein Ich Stein. muss gegen Betomaru kämpfen und seine Technik lernen. Ja, Learning by Doing nennt man sowas.
coole Rüstung, aber meine ist cooler. Klack. Wie mache ich das jetzt? Wieso kommt der das und die nicht? Oh, das finde ich gemein. Oh, au, geh weg! Ich stich dich ab. Oh, momentan sticht er mir ein bisschen ab. Parieren! Der Weg der Flamme ist erbarmungslos. Du bist bei kein netter Dude. Ah! Ich nehme mal wieder die andere Kampfhaltung. Ich schürfe dir deine Flamme anschneiden, anschneiden! Ja, du hast keine Chance gegen mich. Hörst du mal bitte ab zum Blocken? Oh! Nix gibt's! Und gleich nochmal, Oh, Alter, du Sackfresse, du! Ich brenn. Jawohl, gleich hier. Und nun, schlagt euer Schwert gegen euren Stein. R1. Wow! Flammenschwert, Digga! Auf ein neues. Lasst euch vom Weg der Flamme führen. Gern. Oh, nice. Cool, das auch gegen die Bosse dann insgesamt. Oh. Cool, das dann immer gegen Bosse hernehmen, das Schwert. Oh, scheiße. Und wir fangen. Geht's noch? Aber es ist halt auch wieder ultra cool gemacht, wie so ziemlich alles in dem Spiel. Ich weiß noch, weil ich am Anfang total skeptisch war und mittlerweile eines der besten Spiele, Der Weg der Flamme ist die erbarmungslos. ich in die letzten Jahre gezockt habe. Ghost of Tsushima ist einfach der Beweis dafür, dass man geile Spiele auch ohne Superkräfte spielen kann. Weil ich bin ja eher so, nicht so der Film, wo ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen realitätsnahen Games. Ich sage mal, Realität habe ich draußen, nur da brauche ich es nicht im Film oder im Spiel auch noch. Aber da ist das wirklich was anderes. Da gibt es gleich mal einen Roundhouse-Kick. Mein Gott, die wird doch jetzt mal mit dem Dude da fertig. Okay. Den verpassen wir jetzt mal an der Beyblade-Technik. Den wir jetzt mal aus dem Leben Beybladen. Da geht's Nun, her. schlagt euer Schwert gegen euren Stein. So. Das in Verbindung mit der Auf ein Beyblade-Technik. neues. Lasst euch vom Weg der Flamme führen. Oh ja, so keine Chance. Er ist sogar keine Chance. Er ist so ein Opfer. Boom! Beyblade! Unser Easy. Kampf endet hier, mein Herr. Ja, weißt du, gerade verlierst du, Gut. Sack. Der Weg der Flamme ist nicht für spielerische Kämpfe. Ich werde ihn gegen Tsushimas Feinde einsetzen. Ihr habt den Weg der Flamme erlernt. Vergesst nie, dass er ein Geschenk ist, das vom Himmel fiel, Fürst Sakai. Braucht man jetzt eigentlich keinen Meteoriten, um rauszufinden, wenn man sein Schwert anzündet. Ich glaub, früher haben sie es einfach mit irgendeinem brennbaren Öl übergossen und dann halt anzünden. Eben mit so Funken, mit dem Stor oder so. Also brauche ich keine Meteoriten dafür. Okay, ich steige den Berg hinab. Muss ich das jetzt machen oder kann ich mich da einfach runterporten? Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, den scheiß Berg runter zu steigen. Warte mal, ich beam jetzt da einfach mal runter. Schnellreise. Okay, das geht schon mal. Siehst du das? Porten wir uns da einfach runter. Ich hoffe, dass das jetzt auch gut als Berg hinabsteigen. Ich glaube, ich muss zu dem Typen nochmal zurück, zu diesem Bo, zu dem, der Kerl, der mir die Geschichte erzählt hat. Ja, habe ich mir gedacht.
Ja, kein Problem. Pferd! Mit T am Ende. Dürrer Hering. Ah, Mist, kann ich das Pferd nicht wechseln? Der Legendenmodus, der interessiert mich auch noch. Den möchte ich auch noch ausprobieren. Kann ich nicht mitnehmen. So, jetzt können wir vor dem Kerl da prahlen, sagen, schau mal, wie krass ich bin. Ich habe vor die Flamme gelernt. Zurück. Jawohl, denn ich bin krass. Ich bin Jin Sakai, die Super Samurai. Ich schwör, Digga. Nehmen wir die Maske wieder weg. Der Aufstieg war tückisch, doch ich habe den Weg der Flamme erlernt. Er ist unbändig und mächtig, mein Herr. Passt auf, dass ihr euch nicht verbrennt. Der Weg der Flamme wird nur die Mongolen vernichten. Sagst du. Wir haben 3 Fähigkeitspunkte. Ich glaube, beim Flammenschwert hast du eh was leveln können. Reinheit des Kriegers. Anzeigen. Ist das jetzt dieselbe Maske, die der andere da gehabt hat? Oh mein Gott, was ist das denn? Mit so einer Maske müsstest du jetzt in den Supermarkt reingehen. Oh, das hat so lustig ausschauen. Genau. Ich würde sagen, Techniken, wir müssen ja leveln können. Ich habe ja diesen Weg der Flamme jetzt erlernt. Den hört halt eher jetzt eigentlich auch Technik erlernen. Okay, ich kann da nichts leveln. Okay, schaut. Kampfhaltungen haben wir alles. Was haben wir denn da noch? Ein direkter Treffer mit der Haftbombe tötet das Ziel, bewirkt ein großer Explosionsraum für Gegner mehr Schaden zu nehmen. Nehmen wir. Weil die Haftbombe nämlich doch ziemlich oft her eigentlich. Gut. Okay. Da kann man jetzt noch was. Ach, scheiß drauf. Wir haben wir haben noch was gekriegt. Ein Schwertkit. Okay, der schaut irgendwie schwul aus. Na, aber. Nein, ich brauche das Schwertkit, das momentan zu meinem Outfit passt. Und momentan habe ich einfach das Geist-Outfit an und deswegen lasse ich den Sakai-Clan. Weil ich meine, ich kann das schon mal machen, aber das schaut halt dann komisch aus. Vor allem, weil das passt dann nicht zu dem Ding, was ich da auf dem Buckel habe. Und das ist einfach. Nee. Also, wir müssen schon. Das muss schon passen. Muss schon modisch. So, jetzt sind wir wieder stylisch. Okidoki, dann haben wir das. Und jetzt machen wir endlich die Yuna-Quest. Aber die, wo ich schon seit. Wo war die? Die war irgendwo da unten, glaube ich. Weil die Yuna, mit der haben wir schon lange nichts mehr gemacht. Die Yuna, auf geht's. Yuna her. Schnell. Warte mal. 2 von 4? Hä? Ich hab doch noch überhaupt keine Quest mit der gemacht. Wo ist da 1 von 4? Warte mal. Gehen wir mal kurz auf Geschichte auszuschieben. Jetzt pass auf, leiser Tod. Na, 2 von 4. Gut. Ja, wurscht. Dann porte ich mich mal dann rüber. Ich glaube mit der Story, ich wollte eigentlich heute mit der Story abschließen, aber das mit der Flamme hat das länger dauert, als ich gemeint hätte. Ich werde heute keine Story machen. Wir werden jetzt da die Yuna-Quest machen, dann machen wir noch ein bisschen Lager, dann werden wir noch ein paar Lager befreien. Ich weiß nicht, wann ich einen Story-Abschluss mache, aber heute nicht. Heute nicht, habe jetzt beschlossen. Die letzte Story-Quest machen wir anders mal. So, wo lungert sie denn rum, unsere GF? Wo ist sie denn, unsere Waifu? Okay. Wir sind anscheinend hier gerade in ein Gegnerlager reingelatscht. Ah, hör doch auf.
Du kleiner Sack. Entzünde dein Katana mit Brennöl. Bekohl das. Okay, das sind die. Ups, nein. Hey, muss mal schauen! Pass auf, Haftbombe, genau, Haftbombe. Jetzt pass auf, ich habe die Haftbombe gelevelt. Es ist, die tötet dein Ziel. Ja, das tötet dir dann nicht wirklich dein Ziel. Ja, das war jetzt nicht sonderlich schwer. Ich heal mich mal kurz. Wo ist denn meine Waifu jetzt? Und die Juna. Triff dich außerhalb des Gehöfts der Mamushi-Brüder mit Yuna. Ach stimmt, genau, die erste Quest mit der haben wir ja schon gemacht. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Der hat Vorräte dabei, die nehmen wir natürlich gern mit. Na Jungs. Sensei Ishikawa ist nicht in Komoda gefallen. Er hat die Schlacht überlebt. Wie? Er war nie dort. Ein Schütze wie er hätte gegen die Mongolen helfen können. Genau das tut er im Augenblick. Er schlägt zurück. Mit seinem neuesten Schüler. Jemand sah sie an seinem Dojo gegen Mongolen kämpfen. Hoffen wir, dass sie weitermachen. Ihr seid jetzt nicht mehr so ganz auf dem aktuellen Stand, hä? Ach, heute Schmarrn, ich bin ja der neue Schüler. Stimmt ja, genau. Ja, jetzt zuerst mal, die reden wieder von der Tomoe, aber ich bin ja der. Ich war ja der aktuelle Schüler, aber momentan schaut es ja da nicht so aus. Oh, ein Legendenerzähler gibt's hier. Ja, komm, hören wir uns so, was der zum Sagen hat. Ach nein, es ist wieder Legendenmodus. Ich weiß nicht, ob ich den Legendenmodus mal im Stream ausprobiere oder. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass das wieder so ein Online-Multiplayer-Ding ist. Ich persönlich halte ja nicht viel von sowas. Aber mei, für die Leute, denen was gefällt. Brennöl, kann ich mitnehmen. Da ist sie ja, Juna, was sitzt du so alleine im Regen? Komm, ich wärme dich etwas auf. Sieht wie eine Festung aus. Die Mamushi-Brüder möchten nicht, dass jemand sieht, was hinter diesen Mauern passiert. Sie Mushi. führen ein Sklavenlager. Du warst dort drin. Außer Taka und mir ist noch nie jemand entkommen. Wann warst du hier gefangen? Vor einer Ewigkeit. Taka und ich waren noch Kinder. Kannst du dich noch daran erinnern? An jede Sekunde. Kichisos Schläge. Mansos stinkender Atem. Und Tatsuis schmierige kleine Hände. Ich will gar nicht wissen, was sie da gemacht die haben. Brüder und schicken ihrem Anführer eine Botschaft, damit Altan reagieren muss. Das ist eine gute Idee. Weil ich ahne, was die da haben. Diese pädophilen Wichser. Die kriegen aufs Maul, das ist erstmal Skam. Gehen wir. Juna, ich manage das. Dein Husbando managt das. Da brauchst du nichts Dinger. Was ist das? Eine Botschaft. An alle, die auch nur an Flucht denken. Die Mamushi-Brüder waren schon immer grausam, aber nie auf solche Weise. Altan bringt das Beste im Menschen hervor. Wieso läufst du so komisch? Mach's doch wie ich. Kann ich das Wetter ändern? Ey, wollt's weg? Ich kann das nicht. Entschuldigung, dann spiele ich Chorflöten. Aber ich kann da nicht wieder rein. Das musst du auch nicht. Bleib hier. Ich überbringe deine Rache. Lass sie leiden, Shin. Für Taka. Für jede unserer Narben. Wer war jetzt Taka gleich Für wieder? jeden Kopf.
eines Arbeiters, der einfach nur um mehr Wasser bat. Lass sie für mich leiden. Ich vergelte ihre Grausamkeit und töte sie. Das wird nicht reichen. Nicht nach dem Altern sie hierzu brachte. Ich töte sie im Schlaf, ohne dass man mich sieht. Warum? Altern soll wissen, dass niemand dem Geist entkommen kann. Das ist doch bescheuert. Die Mongolen werden eine Woche nicht schlafen. Tu es. Do it. Do it. Jin. Wenn wir hier scheitern, lass dich nicht lebend fangen. Mit anderen Worten, ich mache jetzt die ganze Arbeit und sie chillt da heraus. Ja, mir wurscht. NPCs sind sowieso nur im Weg, das habe ich bei Mittlerer Schatten des Krieges gelernt. Das ist das Schöne bei Doom, da gibt's sowas nicht. Da gibt's nur dich, deine Super Shotgun und die Dämonen, die was du in 1000 Teile zerballern musst. Lass dich nicht erwischen, lass die wachen. Ach nein, ich hasse es. Wieso muss ich schon wieder stealthen? Ich hasse das. Und muss ich, ja, und schon sehen sie mir diese blöden Kanacken, fix. Ihr seht's mir nicht, lasst mich in Ruhe. Ach, der ist es. Okay, der latscht jetzt dann über. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ja, mal da rein. Das ist ein großes Zelt. Das schaut so nach Bosszelt aus. Lass mich da. Oh, 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 da hockt einer drin, da hockt einer drin, da hockt einer drin! Wahrscheinlich nur ein Tier. Können wir mal die Hexersinne aktivieren? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Ich habe null Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Muss ich jetzt da... Na, du siehst mich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wo sollen die Typen sein? Hoppala. Da ist was, aber das ist ein Köter. Der ist da was. Ja, töte die, aber ich will... Oh, Scheiße! Fuck, du wurdest gesehen. Mann, ich hasse diese Schleichmissionen! Warum kann ich doch nicht einfach nein und alle umbringen? Nochmal von vor. Ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Wo soll ich denn bitte hin? Schleiche dich. Ja, ich weiß nicht, wo die sind. Hallo, ich weiß nicht, wo diese blöden warmen Brüder sind. Gehen wir mal da lang. Chillen, wo chillen's denn die Deppen? Dort chillen so. Ist da irgendwo was, wo ich mich verstecken kann? Da. Da ist einer gerade, aber der glaube ich ist keine Bedrohung für mich. Ich weiß nicht, wo die Typen sind. Wo soll ich hin? Ich habe immer nur dieses Haus da im Verdacht. Du kannst da einer sein. Bist du einer? Ich kill ihn jetzt einfach einmal. Okay, ich glaube, das war richtig. Sammeln! Oh, das sieht man jetzt nicht. Ich hätte es gern angeschaut. Der Kopf, der abgetrennte Kopf eines Mamushi-Bruders. Anzeigen. Ach mal, jetzt ist das in so einem Sack drin. Oh, schade. Ich fand das lustig, wenn man das jetzt gesehen hätte. Cool. Okay, das war ja schon mal... Ja, da ist auch kein Schädel mehr dran, also... Okay, also einen haben wir. Anscheinend müssen wir bloß nach die Typen suchen, die wo da die anderen rumkommandieren. Oh. Oh, der latscht da glaube ich gerade gleich rein. Nein, du siehst mich nicht, ich bin gar nicht da. Da sind noch ein paar. Zum Glück sind das alles aber nicht die hellsten, deswegen... Hier, gehen wir mal in das Haus da rein. Ach, jetzt ist das wieder das Haus. Da muss doch einer drin sein, oder? Schleichen wir uns mal da auf. Da vielleicht? Was ist da drin?
Da, du schaust aus, als wärst du einer von diesen warmen Brüder. Was war das? Nix. Fuck! Ah, hat noch gelangt. Hat Für eure Grausamkeit. noch gelangt. Wir sammeln den Kopf ein. Puh, das war knapp. Der Kopf eines Verräters, der abgetrennte Kopf eines Mamushi-Bruders. Wohl eher eines warmen Bruders. Ein Bruder übrig. Ja, da flogen auch ein paar Köpfe umeinander. Wo war denn da? Irgendwo hat man doch da ein Fotomodus machen können bei dem Spiel. Warte mal. Irgendwo gab es da einen Fotomodus. Ich wollte nämlich gerne die Köpfe genauer anschauen. Legendenmodus betreten? Na. Was heißt eigentlich Barrierefreiheit? Achso, ja, nee. Techniken, wo war denn der scheiß Fotomodus? Ich muss wenn, dann war er bei Optionen irgendwo. Gameplay, schauen wir mal. Kamera und kein Fotomodus da. Ah, okay. Da war er. Da war der Fotomodus. So, jetzt schauen wir uns mal. Hübsch, nicht wahr? Wunderbar. Wunderschön. Okay. Das ist krank. Gut, einen haben wir jetzt noch. Ich habe keine Ahnung, wo der Dude umeinander chillen soll. Oh Gott, also. Nein, du siehst mich nicht. Du bist ein dummer NPC, du siehst mich nicht. Oh, hinten rüber. Tradine dumm. Jin Sakai geht dumm. Okay, da geht's wieder zurück. Wo ist eigentlich Yuna? Die müsste doch irgendwo da unten umeinander sein. Weil die lässt mir jetzt die ganze Arbeit allein machen. Aber gut, ich glaube, sie hat gute Gründe. Na, auf die Yuna bin ich nicht böse. Die Yuna ist... Die Yuna! Also wer auf die Yuna böse ist, der kriegt aufs Maul, weil Yuna ist einfach... Beste Waifu. Ah, Scheiße! Nein, ich muss wieder von vorne anfangen. Ah, nein, ich muss nicht von vorne anfangen. Gott sei Dank. Jetzt, Entschuldigung, mein Handy hat gerade geschrieben. Ich nehme mal kurz interessieren. Was ist denn los? Ja, schreibt denn. Ah. Anscheinend schaust du gerade zu. Mich wundert, dass du nicht als Zuschauer angezeigt wirst. Aber auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Okay, das Kunai voll. Okay, ja. Also, wir müssen den letzten Pedo da killen. Oh, jetzt regt's wieder. It's raining man. Hallelujah, it's raining man. Ich weiß nicht, wo der letzte Wichser sei. So, oh Gott. Hört's auf, mich ständig zum Singen. Da ist einer. Das sind aber alles Wachen. Wo soll der. Ich glaube, da drin hockt er. Ich habe ihn schon gesehen. Es hat zwar geheißen, die soll es im Schlaf killen, aber wenn die nicht schlafen, dann killen wir es halt nicht im Schlaf. Können wir da irgendwie anders in das Haus rein? Wenn ich doch vor der Eingang rein tatsche, dann sieht der. Ich würde sagen, dann sieht er mich gleich, aber wenn ich jetzt da, dann sieht der mich und das ist jetzt auch nicht so geil. Halt, da hat irgendjemand was gesagt. Das da drin ist er, der Redman da. Kannst du dich bitte mal da verpissen? Danke. So, mein Süßer, du gehst jetzt mal. Dreh dich nicht um. Ich sag's dir weh, du drehst jetzt um. Ich muss nur kurz deinen Boss killen. Grüß dich! Ich erwische nicht, jetzt. Easy. Jetzt euren Kopf. Ah, da war der Eingang gewesen. Ja, scheiß drauf. So,
Nein, 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 verdammt. Ungesehen zurück zu Juna. Ja, jetzt wieder ungesehen zurück zu Juna, wenn in dem Moment der andere Depp hinter mir auftaucht. Och na, Kruzifix, hey. Scheißdreck da. Ich möchte nicht schleichen. Das war der letzte. Jetzt wieder ungesehen zurück zu Juna. Ich möchte nicht schleichen, ich möchte nein und alle killen. Ich bin nicht zum Schleicher da, Seid Kruzifix. hier sicher, bis eure Peiniger tot sind. Mit wem redst du? Da ist keiner. Du sollst durch die Öffnung steigen, du Mongo. Ungesehen zurück zu meiner Waifu hat's geheißen. Okay. Hör ja auf, ich sag's dir. Ich reiß dir die Eier ab. Da unten ist sie, oder? Na, wo ist denn die? Ja, immer so alles und das sind irgendwie. Oh, hoppala. Ja, das war jetzt nicht so gut. Wo ist denn jetzt? Hey, Junchen! Hast du es geschafft? Da bist du. Wo kommst du jetzt auf einmal her? Wir nehmen keine Sklaven mehr. Haben sie gelitten? Nicht so sehr, wie sie es verdient haben. Na, Aber ganz Jungs. Ozuna wird von ihrem Schicksal wissen. All die Gräueltaten, die sie begangen haben. Jahrelang. Ich wusste es. Aber ich tat nichts dagegen. Du kannst jetzt etwas tun. Schicken wir Altan eine Nachricht. Verfasst in Blut, bedeckt mit Fliegen. Oh. Locken wir die Mongolen raus und schicken unsere Botschaft. Ich will zusehen. Wir verstecken uns im hohen Gras. Du sollst nicht zuschauen, du sollst mir helfen, Mädel. Ja, wir haben jetzt da die Köpfe aufgespießt und die da drin haben das irgendwie überhaupt nicht gespannt. Oh ja, ich weiß noch andere Sachen, die man im hohen Gras tun Werden kann. sie rauslocken. Ja, ist klar. Okay, cool, jetzt bitte so killen, weil ich hab echt keinen Bock auf diese Scheiß. Cool, jetzt bitte da rein und alle niedermetzeln, danke. Sieh sie dir an. Laufen weg wie feige Hunde. Davon wird Altan erfahren. Aber das reicht nicht. Alle Sklaven auf diesem Hof kamen von einem Mann, dem Schwarzen Wolf. Dann jagen wir ihn und begraben den nächsten von Altans Freunden. Ich suche den Schwarzen Wolf an der Küste, bei seinen alten Jagdgründen. Such mich dort auf. Tja. Da war's wieder dahin, mein Mäuschen. Oh gut. Cool, jetzt. Also ich kann jetzt storytechnisch jetzt vielleicht nicht da reinlaufen, aber ich kann jetzt Open-World-mäßig da reinlaufen. Ich werde auf jeden Fall jetzt da sauber reinlaufen und mir alle killen, weil ich keinen Bock auf dieses Stealth-Mode auf diese scheiß Schleicherei mehr habe. Ja, ich habe einen Talisman gekriegt, das ist mir jetzt scheißegal. Der schwarze Wolf. Ich kenne nur den weißen Wolf, das ist der Gerard, und ich kenne nur einen Powerwolf, das ist eine Metalband. So. Wir gehen jetzt da rein und killen alle. So schaut es nämlich aus. Es ist keiner mehr da, den wir killen kann. Das sind die jetzt nicht so nett. Was haben wir denn da noch? Was bist denn du? Oh. Dir geht's anscheinend nicht so gut. Ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Durchquetschen. Ja, anscheinend haben wir es alle verscheicht. Gut, mir auch recht. Ja, ist kein Gegner mehr da. Da ist jetzt noch eine Juna-Quest, aber die lasse ich jetzt einmal. Was machen wir denn? Was machen wir denn als nächstes? Der unbesiegbare Gusaku. Ich hörte von einem Musikanten vielleicht eine Geschichte, die sich zu hören lohnt. Machen wir doch das einmal. Hören wir uns mal die Geschichte an vom unbesiegbaren Gusaku. Weil wenn das dann heißt, dass ich unbesiegbar werde, höre ich es mir gerne an. So, wo ist er denn, der unbesiegbare Gusaku, Mann? Der chillt da hinten irgendwo rum. Hui!
Fürst Sakai, bitte, kommt her. Bin Die schon da. Geschichte von Gosaku wartet schon. Ja, dann mach mal. Oh, 6 Orte aktualisiert. Da schiebe ich mal beim Geschenkealtar wieder mal was liegen da. Gosaku, ja, ich darf es mir ja gern anhören, aber ich weiß nicht, wie sitzen. Ah, okay. Jetzt. Gosaku, erzählt mir von ihm. Sehr gern, mein Herr. Setzt euch ans Vor Lagerfeuer, 2,5 das Jahrhunderten Lagerfeuer. versetzten die Rothandbanditen aus Akashima ganz Tsushima in Angst und Schrecken. Etwa zu dieser Zeit hörte ein Bauer namens Gosaku den Geist eines toten Samurai zu sich sprechen. Er fand den Leichnam, der noch immer seine glänzende Rüstung trug. Überwältigt von der Schönheit der Rüstung, stahl Gosaku sie. Bald darauf erreichte die Rothand Gosakus Haus. Er wusste, dass die Bauern alles an die Banditen verlieren würden. Und so legte Gosaku die Samurai-Rüstung an. Die Banditen griffen an. Gosakus Schwertarm zitterte vor Angst. Er wappnete sich für den Tod. Doch Hieb um Hieb prallte von der Rüstung ab und Gosaku strauchelte nicht. Die verblüfften Banditen wichen zurück, über ihre eigenen Füße stolpernd. Eine geheimnisvolle Ruhe überkam Gosakus Körper und Geist. Beeindruckt von Gosakus Tapferkeit, lenkte der Geist des toten Samurai seine Klinge. Binnen kurzem streckte Gosaku den letzten Banditen nieder. Und die Rothand wurde nie wieder gesehen. Jahre später, als Gosaku starb, schlossen die Bauernfamilien die Rüstung sicher ein. Jede Familie besitzt einen der Schlüssel. Nun suchen erneut Schrecken unsere Insel heim. Die Bauern Tsushimas wollen Gosaku auf einem Berggipfel gesehen haben. Ausschau nach einem mächtigen Krieger haltend, der uns heute schützen kann. Was glaubst du mal die ganze Zeit? Okay, anscheinend kriegt man da ziemlich heftige Rüstung. Die Rüstung ist noch sicher verwahrt. Und jetzt suchen die Mongolen danach und plündern Gehöfte auf der ganzen Insel, um die Schlüssel zu finden. Welche Höfe haben die Schlüssel? Aoi, Iijima, Kuta, Koshimitsu, Ohama und Yagata. Wenn ihr die Schlüssel findet, die Rüstung soll auf einem Berggipfel in Akashima versteckt sein. Die Mongolen werden sie nie bekommen. Dessen bin ich mir sicher, mein Herr. Die Mongolen sind viel zu blöd dafür. Das sind Mongos. 6 Orte aktualisiert. Oh meine Fresse. Okay, das ist nein, gehen wir da raus. Ich habe jetzt keinen Bock da nur rumzulaufen und Schlüssel zum Suchen. Ich meine, ich wechsle die Rüstung sowieso nicht, weil ich die Geistrüstung geil finde. Also vom Aussehen her, ich finde die cool. Wieso sollte ich die Rüstung wechseln? Schauen wir mal, was haben wir denn noch? Wir werden doch nur irgendwelche Nebenquests haben. Ich habe keine Nebenquests mehr, außer die Juna-Quests, aber die möchte ich mir auch noch aufheben. Nix mehr da. Jins Reise, da bin ich auch fast durch. Kleidung. Was habe ich eigentlich noch für Rüstung, wenn ich schon mal da bin? Schauen wir mal kurz. Sakai. Ach ja, stimmt, ich habe ja das Hirschgeweih habe ich noch. Sakai-Clan-Rüstung. Ronin-Kleidung, mein Bademantel. Na, wir bleiben bei der Geistrüstung. Die schaut halt einfach am besten aus. Ja, was machen wir denn als nächstes? Wie schauen wir denn eigentlich uhrzeitmäßig aus? 54 Minuten. Also wir haben ja eh gleich Feierabend. Wir haben ja eh gleich Feierabend. Was muss ich da sagen, was wir jetzt noch deren? Da ist noch ein Duell. Kann ich das Duell machen? Abgeschlossen. Irgendwo muss noch ein Duell sein, das will ich noch nicht. Ah, das machen wir noch. Das Duell holen wir uns jetzt noch. Da machen wir schnell, porten wir uns her und dann holen wir uns das Duell noch. Zeit für ein Duell. Vor allem, ich habe ja jetzt dieses Flammenschwert. Das rüste ich jetzt einmal. Na da. Flammenschwert war das. Das rüste ich jetzt einmal aus.
Wo muss ich hin? Ich renne natürlich jetzt genau in die falsche Richtung. Servus. Braucht ihr irgendwas, mein Herr? Nein. Ich müsste zu dem Duelltypen. Das heißt unter fallendem Wasser. Das bedeutet wohl, dass da irgendwo ein Wasserfall sein muss. Und zu dem muss ich hin. Ja, mein Pferd. Look at my horse. My horse is amazing. Ding, da, ding, da, ding, ding, da, ding, da, ding, ding, da, ding, da, ding, ding. Die Katze. Da ist der Wasserfall. Ich schätze mal, ich werde da irgendwie runter müssen. Kann ich da irgendwie runter? Okay, stopp. Ah! Da war kein runter. Okay. Da ist nämlich ein Rorin mit einer Riesenfresse, der eine aufs Maul braucht. So, owe, owe, owe. Okay, also jetzt sind wir mal schon mal unten. Wo ist der? Da ist er. Siehst du das? So, der kriegt jetzt mal sauber eine hinter die Leffe. Weil ich glaube, die braucht er. So, mein Hübscher, wo bist du? Grüß dich. Fürst Sakai, danke fürs Kommen. Bitte, immer. Das bin ich so ein bisschen anständiger wie der Letzte. Grüß dich. So, du möchtest aufs Maul? Cool, jetzt das Flammenschwert gegen den einsetzen. Das darf mich jetzt interessieren. Den probieren wir jetzt aus. Oh. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ey, du Sack! Okay, das ist jetzt nicht so gerade the Yellow from the Echo. Nein, ich kann das Flammenschwert nicht so wissen. Ja, für was habe ich denn das jetzt überhaupt? Mei, ich hab doch pariert! Okay, ich bin tot. Ich bin super tot. Ich hab keine Chance mehr. Greif mal an, du Sepp. Ihr versteht hoffentlich, dass dies nur ein Auftrag ist. Und du verstehst hoffentlich, dass ich die jetzt abmutzen muss, weil ich habe jetzt wieder ein bisschen Gesundheit gekriegt. Haha, pariert, du Sack! Gleich Hirn. Oh, oh. Okay. Hashtag Pariergott. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn es das sagt. Oh Mist. Haha, du Opfer. Boom. Easy. Sackgesicht. Habt ihr das gesehen, ha? Wie easy den jetzt weggeschnitzelt hab. Und vorher ein kleiner Leiche plündern. So mengen wir's. Mr. Super Samurai. Gut, super, ist genau ausgegangen. Jetzt schauen wir mal, wo die Hauptquest jetzt ist. Die ist da oben. Wir porten uns dann auf.
Ja, haben wir wieder ein bisschen aufgeräumt da. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir machen wieder Feierabend für heute. Stunde ist rum. Zugeschaut hat leider heute, ich glaube, einer hat zugeschaut, der wo mir aber nicht angezeigt worden ist, aber sonst wahrscheinlich keiner. Trotzdem bedanke ich mich fürs Zuschauen, bei den Leuten, die wo das vielleicht irgendwann einmal sehen und bei den Leuten, die wo vielleicht da waren und mir nicht angezeigt worden sind. Das weiß ich da nie so genau. Auf jeden Fall nochmal danke fürs Zuschauen und ja, morgen dann wahrscheinlich wieder Mittelerde Schatten des Krieges. Mal schauen wir, wie es da weitergeht. Ansonsten, wie immer, noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, liken, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Servus.